schön dabei zu sein und auch geleitet zu sein in diesen Liedern. Und ich will noch auch sagen, von meiner Seite, es ist wirklich besonders, noch Menschen vor sich zu haben und zu wissen, es ist nicht alles nur über Livestream. Das macht doch noch ganz etwas anderes. Ich freue mich fest, dass ich heute mit euch unterwegs sein darf, an dem Thema auch noch so einen Input geben darf, wo, denke ich, auch für diese Zeit ganz wichtig ist. Ich habe im Laufe des Jahres immer wieder dafür geschaut und das 365 gesehen. Das heisst, jeden Tag eigentlich mit Gott unterwegs sein. Unterdessen ist der Zähler etwa bei 330 irgendwo umeinander oder drüber. Und das Jahr läuft. Und ich denke, es ermuntert einen wirklich zu sagen, in jedem Tag soll Jesus im Zentrum sein. Auch heute denke ich, ist erster Advent. Grundsätzlich sollte man eher besinnlich sein und uns Gedanken machen über das Wiederkommen. Und dann habe ich doch auch gedacht, nein, das Thema passt ausgezeichnet. Es ist jetzt eine gute Vorbereitungszeit, um irgendwo auch in die Zeit zu gehen von Weihnachten, auch in dieser heute besonderen Zeit, wo wir drin sind, dass wir uns Gedanken machen können, nicht nur, was haben wir an Gott und an Jesus, sondern auch, wie sind wir miteinander unterwegs. Als Menschen, als Partner, wie sind wir da unterwegs? Da würde ich gerne ein paar Gedanken mit euch teilen. Wir reden heute darum, dass Beziehungen geklärt werden sollten. Es gibt, das ist noch spannend, eine Statistik und dort schaut man schauen, was ist eigentlich der Hauptgrund von Konflikt, zum Beispiel in der Nachbarschaft. Punkt 1 in den Nachbarschaften ist Lärm. Das gibt Konflikt. Das kennen wir auch, wenn wir Kinder haben, das kenne ich sehr gut. Nummer 2 habe ich gelesen, für die das in dieser Situation sind, ist Wäschküche. Also das ist tatsächlich für die im Mehrfamilienhaus wohnen, ist dort immer noch der Reibungspunkt, wie sauber ist es und wie sieht es drinnen aus. Weiter sind natürlich Dreck im Stegenhaus und die Sachen, die dazugehören und natürlich Kinder. Weitere Punkte bei der Nachbarschaft ist Höhe von Bäumen und Sträuchern oder wie die rauslampen, wie die geschnitten werden. Man kann sich ziemlich streiten an dem Punkt, bis juristische und Anwaltstätigkeit, die dazukommen. Oder natürlich auch falsch parkierte Autos, das kann es natürlich auch geben. Also ich staune, wie die Leute da und da am Schauen sind. Ja, das ist so in der Nachbarschaft. Liebe deinen Nächsten, liebe deinen Nachbar. Und die Frage ist natürlich, was wäre denn die Reihenfolge, wenn du dir die Gedanken mal machst, was wäre denn die Reihenfolge von Konflikt möglicherweise in Beziehungen, die mit Partnern unterwegs sind, in der Ehe, was heißt denn uns so die Reihenfolge, die wir drin haben, was wäre allenfalls das auch am Arbeitsplatz, was ist dort so der Auslöser, die Reihenfolge von der Konflikt, ich habe aber auch gedacht, das ist eine Frage und da sind wir immer wieder auch konfrontiert, das sind Spannungsfelder in der Gemeinde, wenn man da unterwegs ist. Was ist dort vermutlich die Reihenfolge? An was fährt das an? Ist das jetzt der Stil? Ist das Musik? Ist das theologische Themen? Also ihr merkt, es hat da immer wieder viel Themen dran, die da spielen. Wie wäre es, wenn die Menschen in Harmonie leben könnten? Wie wäre das, wenn wir so ein Stück Himmel auf Erde schon hätten? Wie wäre das, wenn irgendwo auch die Harmonie durchgehen würde in all diesen Beziehungen, wo du drin bist? Oder würde auch etwas fehlen ohne Spannungen? Wäre es vielleicht auch ein bisschen langweilig? Kann es auch sein, dass vielleicht auch in jeder Spannung noch eine Chance ist? Wir gehen dem heute nachher auf die Spur. Ich denke auch, es ist einfach nicht die Realität, dass es immer so ist und friedlich ist. Jeder von uns weiss, 365 Tage, wir sind dem ausgesetzt. Das ist ein Thema, das immer wieder da ist, in den unterschiedlichsten Formen, wo wir unterwegs sind. Ich würde gerne mit euch heute anschauen, was kann denn starke Beziehungen bauen? Was kann man machen, dass Beziehungen auch geklärt werden? Und ich hoffe, das gelingt auch ganz praktisch zu machen, so praktisch, wie es dann auch hilft, noch einen Schritt daraus abzuleiten. Und die ganze Serie steht ja unter dem Thema Liebe deinen Nächsten. Und für mich ist das ja, wenn man es so anschaut, nur ein kleiner Teil von dem Vers, den wir da rausgeholt haben, wo x-fach in der Bibel daherkommt, als das Grundgesetz. Und die das kennen, wissen, das ist so der Mittelteil vom Sandwich, wenn man so anschaut. Ein Teil ist ja, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben,
mit ganzer Seele, mit aller Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Also wir sind eingeladen, Gott von ganzem Herzen zu lieben, ihn einzuladen in unserem Leben. Und dann kommt unser Satz, wo wir da im Thema drin haben. Und auch deinen Mitmensch sollst du lieben. Das ist der Mittelteil vom Sandwich und dann fehlt noch ein Teil. Und der heißt, so wie du dich selber liebst. Spannend ist das eingepackt. Und ich will heute, wenn wir zusammen am Reden sind, das Sandwich nicht abeinander nehmen, sondern nicht nur den Mittelteil anschauen, sondern immer wieder in den ganzen Teil einbringen. Übrigens, es ist spannend, einmal ist ein Pharisäer auf Jesus zugekommen und hat gesagt, was muss ich machen, dass ich ewig leben kann. Und dann sagt Jesus, du weißt doch selber. Und dann sagt der Pharisäer eben, der Vers, ich muss Gott lieben von ganzem Herzen, meinen Nächsten wie mich selber. Dann sagt Jesus zu ihm, mach das und du wirst ewig leben. Sehr spannend, was da zusammengefasst ist. Ein richtiger Powersatz ist das. Ich glaube, wenn es uns gelingt, wirklich gute, starke, tragfähige Beziehungen, inspirierende Beziehungen zu leben, gehört der erste Teil ganz fest dazu und ich will ihn nicht lösen. Ich glaube, dort, wo du, auch wenn du das so bist, mit Gott unterwegs bist, lieb ihn von ganzem Herzen, mit deiner Kraft, mit deiner Seele, lass Gottes Geist in deinem Leben hineinwirken. Dir auch aufzeigen, wo dein Teil ist an diesen Themen, die wir dann zusammen auch noch ein bisschen anschauen. Ich glaube, das ist der Anfang für mich. Das ist der Boden von unserem Sandwich. Das muss richtig gut vertragen. Es ist auch eine Aufgabe, die wir haben. Und da kommt der Unterteil, oder wie nachdem der Oberteil von unserem Sandwich, uns selber zu lieben, ist so auch nicht immer ganz ein einfacher Teil, dass ich mich selber wertschätze, dass ich meine Bedürfnisse sehe, dass ich auch sehe, wo ich Schwächen habe, dass ich aber auch zu dem stehe und mit dem umgehe. Dass ich glaube, das sind Bedingungen, dass Beziehungen gelingen können. Das wäre da drin. Unser Nächster wirklich zu lieben heisst aber, mit Spannungen gut umgehen, 365 Tage im Jahr, mit Spannungen gut umzugehen. Ich könnte mir vorstellen, dass jeder, der jetzt da zulässt, sei das daheim oder auch da bei uns im Gottesdienst, sagt, irgendwo kommt es mir bekannt vor und ich bin sicher, jeder von uns kann irgendeine Situation aus der letzten Woche oder ich denke Tage abrufen, wo du sagst, die sind spannungsvoll gewesen, die sind nicht einfach gewesen. Da sind wir aneinander geraten. Das hat zu Konflikt geführt. Vielleicht in der Partnerschaft, man staunt dort manchmal, wie wenig das es braucht, bis irgendeine Situation kommt. In der Familie, wir haben schon gehört, mit dem Kind sehr spannungsvoll manchmal, was muss ich machen. Ich habe gerade letztens ein Mail bekommen, wo mir das Elternpaar geschrieben hat, wir sind wirklich im Anschlag mit unseren Kindern und sie challengen uns und wir brauchen da auch Unterstützung, die ich dann auch gerne weitergeleitet habe. Also ihr merkt, jeder von uns kennt das, vielleicht auch mit den Nachbarn. Ich hoffe, dass es nicht um Baumhöhe geht oder um irgendetwas anderes. Ich hoffe auch, dass es nicht irgendwo beim Einkaufen Konflikt gegeben hat. Ich kenne das auch. Also ich bin Glas entsorgen und hat ein anderer noch Glas entsorgt und ich bin ihm leider zu nahe getreten und er hat mich sehr höflich abgewiesen von sich. Ich habe noch nie so etwas erlebt, dass ein Mensch mich so robust wegschickt. Zum Glück bin ich gelassen geblieben an dem Punkt. Genau. Vielleicht auch in der Gemeinde, ich weiß nicht, wo du dran bist und ich würde euch gerne einladen, jetzt zu überlegen, tu dir doch eine konkrete Situation, wo du noch dich gut in Erinnerung hast, oft ist das gut abgespeichert, tu dir das vor Augen halten. Was ist vielleicht gewesen? Ist es ein Satz gewesen, der dich getroffen hat, eine Aussage oder vielleicht bist du nicht ernst genommen gewesen? Vielleicht hat der Ton nicht gepasst. Vielleicht bist du auch enttäuscht gewesen von etwas, von einer Handlung. Vielleicht ist es ein Ziel gewesen, das du nicht teilst mit jemand anderem. Vielleicht ist es ein Vorgehen, das du nicht unterstützt, eine Veränderung, die auf dich zukommt, die schwer oder schwierig ist für dich. Ich würde dich gerne bitten, halte doch das vor deinem inneren Auge. Währenddem du jetzt zuhörst, ich kann ja keine Gedanken lesen, das ist das Schöne, behalte das und überleg dir, ob du vielleicht für diese Situation einen Gedanken oder einen Impuls mitnehmen kannst, gerade heute, wo konkret auch umsetzen kann. Gibt es vielleicht eine Lösung? Gibt es etwas, wo du sagst, ja, das könnte ich anpacken, das wäre wirklich mega lässig. Versuch da währenddem einfach mitzugehen.
Wie gehst du mit Spannung um? Ich würde gerne noch 2 Bilder dazu brauchen. Was für ein Typ bist du, wenn es um Spannung oder um Konflikt geht? Ich will 2 Bilder aus der Natur brauchen. Bist du eher eine Taube? Eine Friedenstaube? Ein Mensch, der gerne Harmonie hat, der das Zwiegel im Maul hat und schaut, dass ja nicht etwas aufbraust, dass es friedlich ist, wo der Spannungen ausweicht. Vielleicht bist du auch jemand, der sich selber sofort zurücknimmt, dass es nicht irgendwie laut wird oder schwierig wird. Vielleicht bist du wie die Taube auch konfliktscheu und flatterst auf und verziehst dich, willst niemandem weh machen. Das wäre ein Bild, das wir da haben. Oder bist du, sprich dich vielleicht der Falk ein bisschen besser an? Bist du vielleicht eher so ein Falk mit diesen scharfen Augen, der die Situation anschaut und sehr wohl, wenn es nötig ist, mit dem Schnabel mal zublicken kann? Es wäre ja symbolisch Schnabel und Maul unter uns gesagt. Manchmal verletzen wir mit dem Maul ja viel mehr als mit etwas anderem. Was spricht dich mehr an? Welcher Typ bin ich? Ich finde es ganz wichtig, dass man für sich das ein bisschen weiss. Ich kenne ein bisschen beides in mir. Ich kenne Friedenstaubenseite in mir, ein bisschen auch der Falk, aber man muss wie lernen, mit dem umzugehen, weil es hat einen Einfluss darauf, wie man dann auch in Schwierigkeiten umgeht. Wer bin ich? Es gibt im Englischen auch noch, das Bild ist auch noch spannend, die sagen, oder bist du ein Schildkröte? Ein starker Panzer und sobald irgendetwas kommt, Kopf zurückziehen, dass ja nichts passiert. Das ist auch ein Bild davon. Es ist gut, das zu wissen, weil es kann sein, dass das eine Stärke ist für dich, aber vielleicht eben auch etwas, wo der Konflikt nicht zu der Lösung führt. Wenn ich geschaut habe, wie realistisch die Bibel ist in diesem Thema, und das lesen Sie bitte auch quer mal mit dem Blickwinkel. Die Bibel verdrängt gar nichts, was Konflikt anbetrifft. Schon von Anfang an, wenn du schaust, Kain und Abel, wenn ich die Geschichte lese, muss ich sagen, was ist da passiert, dass 2 Brüder so hintereinander kommen, so ein hoher Neid da ist, dass es am Schluss einen Todesfall gibt, einen Mord. Ganz eine weit eskalierte Geschichte, ganz realistisch geschildert. Abraham und Lot, Onkel und Neffe, die hintereinander kommen. Wer hat das bessere Land? Auch da wieder Verteidigungskampf, Verteidigungsstreit. Sie trennen sich dann. Und die Geschichte geht so weiter. Josef und seine Brüder, wenn ihr die Geschichte anschaut, die Bibel verdeckt gar nichts. Der Neid von diesen Brüdern über den Josef, der so Weissagungen hat und Bilder hat, und sie wollen ihn loswerden. Was machen sie mit ihm, statt dass man das anfängt lösen miteinander und schauen, tut man ihn Lug und Betrug verkaufen und weg ist er. Die Geschichte geht dann ein bisschen anders aus. Gott hat seine Hand drin. Das geht weiter, ich darf da gerne dazwischen lesen. Ich staune immer, wenn ich Psalmen lese oder wenn ich Sprüche lese. Die Bibel macht Augen nicht zu. Geht im Neuen Testament weiter. Paulus und Barnabas, die gekämpft haben miteinander und gefeitet. Es heißt da sogar, sie stritten heftig miteinander, so dass sie sich schließlich trennten. Das war ein heftiger Streit miteinander. Auch diese Geschichte, wissen wir, ist dann am Schluss anders ausgegangen. Aber es gibt es ist realistisch und ich schätze das sehr, dass die Bibel uns das einfach zeigt, das ist normal, aber sie gibt uns auch ganz viel Hinweise, wie wir umgehen können, wie wir lösen können. Ich glaube, so realistisch ist die Bibel da mit uns unterwegs. Also Spannungen sind normal, wenn ich das nochmal sagen darf. Aber Konflikt entsteht dort, wo Menschen mit dieser Spannung nicht gut umgehen. Ich will den Satz nochmal sagen, Spannungen sind ganz normal. Bitte stellt euch darauf ein, das gehört zu unserem Leben, 365, das wäre da dabei. Aber Konflikt entsteht dort, wo ich nicht gut umgehe, je nach Typ, wo du bist, wenn die Spannungen eben auftauchen. Dazu möchte ich euch gerne ein paar Sachen mit meinem Hauptinstrument zeigen und ich tue da ein bisschen weiterentwickeln auf dem Flipchart, weil es einfach so eine gute Geschichte ist, um da auch zu zeichnen. Spannungen sind normal, wie gehe ich um? Ich werde vielleicht da anfangen und euch da mal 2 Menschen zeigen. Und die sind wunderbar miteinander unterwegs. Denen geht es gut, die haben alle Werte und Einstellungen, die haben auch Sachen, Glaubenshaltungen, die da sind. Wenn wir schauen, wie die gut miteinander umgehen können, das ist ganz eine tolle Geschichte. Dem sagt man die Sicherheitszone.
oder auch Komfortzone. Ja? Also da ist die Sicherheitszone, da drinnen fühlen sie sich einfach wohl, das läuft richtig gut, also sie sind da miteinander unterwegs, reden miteinander, tauschen aus, sind arbeitsfähig, es läuft einfach wunderbar. Das ist der Traum. Sehr oft ist das auch möglich. Aber es kann sehr wohl vorkommen, dass irgendwie mal die Sicherheit, die Ruhe gestört wird, durch etwas, in dem zum Beispiel eine Person eine Bemerkung macht oder dich enttäuscht. Es kann auch sein, dass du durch das, was die Person sagt, in dir etwas ausgelöst wird, wo dich anfängt zu ärgern. Ich tue mal ein paar Worte aufschreiben. Irritation kann es geben. Komisch, was hat der jetzt gerade gesagt? Wie hat der reagiert? Es kann aber auch Ärger geben. Es kann sogar Zorn geben. Es kann allerlei geben. Plötzlich wird die Sicherheitszone gestört. Good News von dem Bild ist, bis jetzt ist alles okay. Das ist nicht falsch. So ist es. Völlig normal. Da ist eine Beziehung, die gut funktioniert. In jeder Beziehung, das können wir auf alle Lebensbeziehungen draufnehmen. Sie funktioniert gut. Plötzlich passiert irgendetwas, Irritation. Völlig normal. Das da ganz normal. Also bis jetzt ist die Beziehung immer noch plus minus im Grünen. Aber jetzt geht's los. Wie gehe ich um mit dieser Situation? Was mache ich jetzt? Und die große Frage ist, kann ich in dieser Situation, ich tue da ein Entscheidungsbaum wäre das eigentlich, kann ich in dieser Situation gelassen bleiben? Da ist irgendeine grosse Frage drin. Gelingt es mir in dieser Situation, wo wir da haben, dass ich in der Ruhe bleibe, dass ich gut umgehen kann? Jetzt sind wir challenged. Jetzt geht's los. Du hast eine Wahl, wie du reagierst, wenn das passiert ist. Es muss noch nichts Grosses sein, es können kleine Sachen sein, das können auch Blickwinkel sein, wo der Blick von gewissen Leuten können Aussagen sein, was immer da dazu geführt hat. Die Frage ist, was mache ich da damit? Und das Wichtigste an dem Ganzen ist, du hast da eine Möglichkeit zum Wählen, wie ich umgehe. Schlüssel wäre Gelassenheit. Wenn du nicht gelassen bleiben kannst, wenn es dir nicht gelingt, gelassen bleiben, passiert ja ganz etwas Spezielles, je nachdem, ob du eher die Taube bist oder der Falk bist, je nachdem, spielt das natürlich eine grosse Rolle, wirst du eher da unten ein gewisses Notprogramm laufen lassen. Wie gehe ich da um? Und das Notprogramm könnte heißen, ich gehe in Rückzug. Es fängt mich an zu quälen, es tut mir weh, ich ziehe mich zurück, aber ich sage sicher nichts. Ich will Harmonie, ich will Frieden. Und wir merken, das ist ein Weg, mit dem umzugehen. Ein anderer Teil vom Notprogramm, das wäre mehr der Volk, ist, ich gehe in Angriff. So nicht mit mir, das lasse ich mir nicht bieten. So gehst du nicht mit mir um, nie mehr so. Und ich denke, auch das könnte jeder von uns kennen. Es gibt Menschen, die sind im Alltag sehr fest drüber, die sind sehr sozial angepasst, das geht wunderbar. Ich denke auch manchmal im Gottesdienst oder in einer Gemeinde, man weiß, wie man sich zu verhalten hat. Da wird dann ganz viel das gemacht, Rückzug gemacht und geschluckt. Und ich weiß aber auch, dass dort, wo die Beziehungen ein bisschen näher sind, ich gehe jetzt in die Familie, in die Partnerschaften hier, staunt man, was in einem innen noch steckt vom Volk. Wie doch so schnell mal den Schnabel zurückpicken kann, wie man sich verletzen kann, wie man dann auch zum Teil aus einem Gespräch rausläuft, nicht mehr reden will und da zum Beispiel auch ich sage jetzt einmal, mit nichts sagen auch angreifen kann. Das wäre genauso eine schwierige Situation. Ich kann mich mit lauten Tönen angreifen, aber auch mit Weglaufen, mit nicht mehr reden, mit hinumreden vielleicht auch über andere. Es gehört alles dazu. Ihr merkt, was in uns innen steckt, wenn das Notprogramm zu spielen kommt.
Wir können, wenn wir nicht gut aufpassen, sehr wohl mit dem natürlich auch das Gegenüber gerade nochmal auch triggern. Trigger wäre das da, he? Das ist ein Trigger, also da geht irgendetwas ab. Das kann sein, dass indem ich das mache, dass die Situation gerade noch weiter verschlechtert wird und die ganze Situation dann eskaliert. Die grosse Quizfrage ist ja, angenommen, da gibt es ein Ja. Wie kann ich denn gelassen bleiben, wenn ich weiß, das will ich nicht unbedingt und das ist ein anspruchsvoller Weg und darum will ich die Gelassenheit noch ein mehr herausheben. Da ist irgendein Schlüssel drin, wo die Bibel uns ganz viel mit auf den Weg gibt, um zu sagen, was kann man da machen da drinnen? Wie kann ich mit dieser Situation umgehen? Wie kann ich zu dem Ja kommen? Da, wir schauen es dann nachher genauer an. Wie kann ich die Beziehung stark machen? Wie kann ich überlegen, was ist denn da eigentlich? Da gehen wir dann nachher schauen. Ich habe gestaunt, wie die Bibel auch realistisch ist. Sprüche, ich lese sehr gerne in den Sprüchen, wenn ihr lebensnähe Texte mal wollt, könnt ihr dort wieder mal lesen. Wer seine Gefühle beherrscht, hat Verstand. Wer seine Gefühle beherrscht, hat Verstand. Oder wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund. Der Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen innerlich zerfressen. Also das ist unglaublich, wie realistisch die Bibel ist. Also darum ist es so wichtig zu wissen, ich habe die Möglichkeit, ins Notprogramm zu gehen, in Angriff, in Rückzug gehen. Wir sind dem einfach immer wieder ausgesetzt da drinnen. Aber es ist möglich, und das ist Good News. Auch wenn du einmal da unten bist, ist es möglich, wieder zurückzukommen. Und das ist auch das Schöne, was uns angeboten wird von der Bibel. Und da gibt es ganz wichtige Aspekte dazu. Wir überlegen uns einmal nachher, wie das Gelassensein aussehen könnte, wenn das Ja kommt. Ich überlege mir einmal, was ist mein Anteil gewesen, dass es die Irritation gegeben hat. Ich überlege mir, ob es allenfalls eine Möglichkeit gibt, das anzusprechen. Es kann auch sein, dass du sagst, ich bin dünnhütig gewesen. Und übrigens in dieser Zeit, wo wir jetzt drin sind, erlebe ich, dass ganz viele Leute dünnhütig sind, dünnhütiger geworden sind, dass mehr Konflikte sind, auch in Familien, dass mehr Konflikte sind, auch im Geschäftsumfeld, viel schneller die Leute auf Nadeln gehen, giftige Bemerkungen machen, umgehen. Und ich habe den Eindruck, es ist gut, das da vor Augen zu haben. Was heisst es für mich? Was liegt an mir? Wie gehe ich um, zum Beispiel auch mit der Krise, wo wir drin sind? Was macht das mit mir? Bin ich drum so empfindlich? Du hast immer die Wahl, wie du reagieren kannst. Habe ich etwas falsch verstanden von dieser Person? Ist es gar nicht um mich gegangen? Ist das Thema vielleicht da, wo man heranschauen muss? Wieso reagiere ich so? Warum löst das bei mir aus? Kann aber auch sein, dass der Grund bei Neid oder Eifersucht liegt. Warum geht es denen so gut und mir so schlecht? Gelassenheit würde heißen, dass ich heranschaue und sage, warum und woher kommt das, wieso und wie kann ich wieder zufrieden werden. Wie viel Raum gibst du dem Gedanken? Da. Wie fest lässt du dein Kopfkino spielen? Und das Kopfkino heißt ja nichts anderes, als dass ich ganz viele Gedanken mir mache und am Schluss noch falsche Gedanken mache, dass ich etwas eskaliere, was gar nicht so war. Kopfkino ist etwas unglaublich Starkes in uns innen. Jetzt hätte er das schon wieder gesagt. Ich bin ganz sicher, der meint es nicht gut mit mir. Wir müssen da gut heranschauen. Vielleicht ist das ein ganz anderes Thema, das da ist. Vielleicht entschließe ich mich aber auch, das Kopfkino und den Gedanken einmal bei der anderen Person anzusprechen. Du, mein Eindruck ist, da hast du mir gestern, wo das war, das hat mich wirklich sehr getroffen. Jetzt bin ich nicht sicher, was heisst das. Ich tue das ansprechen, was da unterwegs war. Ich fasse den Mut zum Ansprechen. Das kann dran sein. Es kann auch heissen, ich fasse Mut zum Vergehen, wenn etwas war. Ich fasse Mut zum Miteinander eben die Sache klären. Das ist der Weg vom Ja.
Wenn es mir gelingt, gelassen zu bleiben, und wir haben ganz viel Grund, auch in der Ruhe zu sein, das mit Gott zu bewegen, dann kann es sein, dass wir in der Lage sind, die Sachen wirklich gut anzusprechen, gut zu lösen. Und eine Situation kann sich unglaublich entspannen, wenn wir dazu in der Lage sind. Und ein wichtiger Satz ist, besser früher reagieren als spät explodieren. Und jeder von uns kennt das. Und bitte nicht meinen, Tauben explodieren nicht. Das kann sehr wohl sein, dass Tauben auch gewisse Sachen runterfallen lassen. Das ist auch nicht immer ganz einfach. Das wäre dann das Thema. Früher reagieren als spät explodieren. Der Schaden ist sehr oft viel, viel größer. Belügt euch also nicht länger. Spannender Vers aus dem Epheser. Sagt die Wahrheit. Sprecht es an. Wenn ihr zornig seid, dann macht es doch nicht noch schlimmer, indem ihr unversöhnlich bleibt. Geht nicht da runter, zieht euch nicht zurück. Und dann der Satz, den ihr sicher auch schon gehört habt, lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr euch vergeben habt. Lasst die Sonne nicht untergehen. Die Bibel ruft uns eigentlich auf, macht es schnell. Geht nicht zu lang da, aber zieht euch nicht zurück. Kopf einziehen, schildkrötenmäßig oder taubenmäßig schön. Sprecht es an, sogar so, dass der Rhythmus vom Tag, wo die Sonne untergeht, soll das Maß sein, dass man es klärt. Nicht zu lang aufbauschen lassen. Ein paar Gedanken noch zum Vergehen, wo ich da noch aufgeschrieben habe, wo da drin ist. Vergehen ist ganz eine wunderbare Sache, dass man aufeinander zugehen kann und sagen, ich vergib dir das. Das ist nicht gut gewesen. Es ändert unglaublich viel. Aber ich möchte auch noch ein Wort zu dem Vergehen noch sagen. Es ist eigentlich nur ein Teil von der Konfliktlösung, dass man vergehen kann. Ich kenne leider Leute, die viel zu schnell auch geistlich zumachen, darum wir beten und wir vergehen einander. Ich glaube, es ist ganz ein feiner Türöffner, wenn man sich vergehen kann und die Haltung auch hat, weil man aus dieser Gelassenheit, aus dem guten Fundament herauskommen kann mit Gott. Aber vorschnelle Vergebung kann echte Konfliktlösung verhindern. Und darum ist es so wichtig, dass wir wirklich da innen uns gut ausruhen und sagen, Jesus, was ist an mir? Was ist mein Teil gewesen? Wo muss ich vermutlich heranschauen? Wo ist Stolz drin oder Neid oder Eifersucht? Was ist mein Teil da innen? Wie wollen wir das lösen? Und dann geht natürlich das Gespräch da los. Das ist nicht immer ganz einfach. Wenn ich tatsächlich etwas ansprechen muss, wenn es eben so weit kommt, dass ich auch auf andere zugehen muss. Und ich glaube, dort ist es so wichtig, dass die Lösung dann wirklich da drin ist. Vergebung ganz ein wichtiger Teil. Aber ich glaube, dort, wo wir miteinander Lösungen suchen, schauen auch, was ist der Grund gewesen, was ist dahinter gewesen, kann so viel ändern. Mir ist das bewusst, wenn ich auch das Bild anschaue, das sieht aus wie ein einfacher Weg. Aber ich glaube, der ist gar nicht so einfach, wie er aussieht. Das ist der leichtere da unten. Das Notprogramm ist einfach. Sobald ich mich entschliesse, da in diese Richtung zu gehen, da bin ich wirklich challenged. Es fällt einigen Leuten leichter, anderen nicht so. Sehr oft ist Scham im Weg da innen. Kann ich das überhaupt ansprechen? Was denken die, wenn ich das sage? Wie stehe ich da? Was wird es gegen mich verwendet? Stehe ich denn da als ein Weichei oder irgendwie auch als Mimöseli? Und dann sagt man vielleicht nichts. Ich will dich wirklich auch da challengen, nehmt den Mut. Wenn da vielleicht in dieser Zeit dann wieder mal miteinander am Spazieren sind, dann muss man sich nicht so anschauen, das ist auch immer gut. Dann kann es so gut sein, dass man sagt, du, ich will gerne die Situation von gestern noch mal anschauen. Irgendwie hat es mich geärgert, es hat mich irritiert, aber ich will so gerne eine Lösung finden. Ich will so gerne auch heranschauen. Ich will so gerne irgendwo das ansprechen. Was mir auch bewusst ist, dass Männer da wirklich eine Challenge haben. Das fällt zum Teil Frauen noch ein bisschen leichter. Und wir Männer, wenn ich so sagen darf, tun uns manchmal ein bisschen schwerer, gerade auch mit dem Thema Scham, wirklich das Zeug mal anzusprechen oder wirklich gut auf den Tisch zu bringen, ohne Notprogramm, ohne Rückzug, ohne Angriff, sondern einfach, was ist es eigentlich, was bewegt. Ich glaube, da sind wir sehr herausgefordert. Ich bin auch froh für das, was ich gehört habe vom Mannenfrühgebet, dass sie wirklich auch da miteinander sich stärken wollen, gegenseitig, um in diesen Situationen gut unterwegs zu sein.
Wir haben schon ein bisschen gehört, vielleicht die länger in der GVC sind, die Farbe. Das ist eigentlich ein lässiges Papier, sieht gut aus, aber da geht es um die Werte, wo GVC gesagt hat, die sind uns wirklich sehr wichtig und ich glaube einfach, es deckt sich wunderbar mit dem, was ich jetzt gerade am Sagen bin. Wir reden nicht negativ übereinander, wir sind direkt und ehrlich zueinander und wir lassen keine Konflikte anstehen. Wir entscheiden uns, heißt der Satz da drauf, dass wir aus dieser Gelassenheit auf den Ja-Weg gehen. Wir gehen auf den Weg, wo wir die Sachen ansprechen, im Wissen, dass es nicht immer einfach ist, im Wissen, dass es schambesetzt ist. Aber mit der Basis, die wir haben, dass wir wissen, dass Frieden da drinnen liegen kann, sind wir eher in der Lage, das anzusprechen. Vielleicht noch ein letzter Gedanke zum Gegenüber. Angenommen der Fall, beide haben das Herz. Angenommen der Fall, du bist das Gegenüber von dieser Situation. Angenommen der Fall, du bist der den Trigger ausgelöst hat. Vielleicht bist du dir gar nicht bewusst gewesen, was da gerade passiert ist. Vielleicht hast du einfach einen Satz gesagt, vielleicht hast du auch einfach etwas ausgesprochen. Jetzt kann es sein, dass die Person sich entschieden hat, nicht ins Notprogramm zu gehen, sondern da in die Klärung zu gehen. Und jetzt bist du herausgefordert in dem Moment. Wenn du es gegenüber bist, dann kann es gut sein, dass es wichtig ist, dass du zuhörst. Was hat mir die Person jetzt da zu sagen? Was will sie klären? Nicht abmachen, nicht klein machen, nicht schnell einen Zuckerguss drüber machen, sondern ernst nehmen, weil wir wollen ja, dass wirklich starke Beziehungen wieder entstehen und man zurückkommt in die Sicherheitszone. Das ist das Ziel, das wir da vor Augen haben. Leider fällt das auch denen da nicht ganz leicht. Vielleicht muss man sich auch als Gegenüber auch mal entschuldigen für eine doofe Aussage oder für etwas, wo man rausgerutscht ist oder etwas, was ich gemacht habe. Vielleicht kann das total Klärung geben und eure Beziehung nochmal ganz anders stärken. Und ich will das bewusst breit machen, sowohl in der Ehe, in der Partnerschaft, wie aber auch am Arbeitsplatz, wie aber auch mit Nachbarn. Es weckt etwas, wenn ich da in der Lage bin, zu sagen, du musst entschuldigen, das tut mir leid, das ist nicht gut gelaufen. Auch da könnte ich den Zweig nochmal zeigen. Das heisst, die Person bleibt auch ein Stück weit gelassen und kommt aus der Ruhe und kann dem Gegenüber das zusprechen. Es gibt ganz andere Beziehungen, die da entstehen. Und das wäre eigentlich Liebe deinen Nächsten. Da fängt es an. Ihr merkt, es ist eine Aufgabe, die da drin ist. Es ist nicht ganz so einfach immer. Dass wir in der Lage sind, auszusteigen aus dem Notprogramm. Vielleicht uns auch mal entschuldigen für den Angriff und zurückkommen wieder in die Lösung. Dazu wünsche ich euch ganz viele gute Erfahrungen. Wo bist du mit deinem Beispiel? Ich habe euch gebeten, am Anfang überlegt da irgendetwas, wo du vielleicht gestern oder in dieser Woche, wo war, bereit. Die Frage ist, was kannst du anwenden von dem? Was ist passiert? Was hat es ausgelöst? Wo bist du jetzt gerade? Was wäre vielleicht der nächste Schritt? Was wäre vielleicht dran? Um echten Frieden zu schaffen, um auch gerade in die Zeit zu gehen, wo wir dran sind, mit viel gestärkten und guten Beziehungen. Vielleicht gibt es gerade heute eine Gelegenheit dazu. Es ist, glaube ich, neblig draussen, was ich weiss, und die Sonne wird nicht so häufig kommen, aber sie geht unter übrigens. Das heisst, man hat gute Gelegenheit, bevor sie untergeht. Ich meine, es ist so um die 4:30 herum. Bis dorthin wäre es gute Sachen anzusprechen und sonst die vergebende Haltung mitzunehmen. Ich würde mich so freuen, wenn da etwas ausgelöst werden dürfte. Warum lohnt es sich übrigens? Warum lohnt es sich so fest, an diesen Punkten zu arbeiten? Was ist denn das Ziel von dem? Ich glaube, wir müssen das immer wieder uns auch vergegenwärtigen. Psalm 133, so ein toller Text, der dort drin steht. Wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder und Schwestern in Frieden zusammenleben. Da. Wie schön und angenehm ist es. Ja, dort schenkt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals aufhört. Ganz eine spezielle Verheißung da drauf, das wäre das Ziel. Wie wäre das, wenn du mit deinen Eltern vielleicht Sachen klären könntest, im Frieden sein könntest, klären könntest, was noch ansteht? Wie wäre es mit deinen Geschwistern? Ich kenne deine Situation nicht, wenn du dort im Frieden leben könntest und gut zusammenleben könntest. Was braucht die noch Klärung? Ich kenne ganz viel auch leider Streit um Erbschaften, wo
ganze Familie auseinandertreiben, man sich nicht mehr berührt, keine Weihnachten mehr feiert, einander nicht mehr gesehen wird, sogar das Schlechteste wünscht. Was würde es heißen, was wäre dein Beitrag zur Klärung? Wie könnte das aussehen mit deinem Partner, deiner Partnerin? Dass wirklich wie angenehm müsste sein, dass ihr im Frieden zusammenlebt. Was braucht die Klärung? Was würde es heißen, auch am Arbeitsplatz? Wo gibt es Sachen, die anzusprechen sind, die zu klären sind, zu vergeben sind, vielleicht auch, damit Frieden da ist, eine gute Kultur ist, die man gerne schafft. Ich glaube, das ist ein Segen, der drauf ist. Da schenkt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals aufhört. Ich will nochmal mit den Freunden auch dort nochmal heranschauen, wie wäre es, wenn du mit Freunden vielleicht, wo es ein bisschen abeinander gekommen ist, nochmal Sachen ansprichst. Vielleicht, wenn beide das heute gehört haben, fällt es euch ein bisschen leichter, die Sachen einmal anzusprechen. Was war genau gewesen? Komm, lass uns auf den Weg da gehen und miteinander zurückfinden auf den Weg. Oder nochmal mit den Nachbarn zum Abschliessen. Wenn es mit den Nachbarn noch irgendetwas zu klären gibt, würde ich euch herzlich einladen, ein paar Sachen zu klären, zu vergeben, vielleicht eben auch mal anzusprechen. Das wäre tatsächlich eine Gelegenheit. Ich möchte euch gerne auch mit dem Beispiel, das ihr jetzt vor Augen habt, auch laufen lassen, dass ich das Gebet einbinde. Dass Gott euch Kraft geben kann, um die Sachen zu klären, den Mut auch, auszusteigen aus einem gewissen Muster. Das ist leicht, das ist anspruchsvoll. Wirklich da zu sein, verankert zu sein mit Gott. Ich möchte auch denen, die schon wissen, dass man das Gebet auch online brauchen kann, sie herzlich einladen, den Knopf mal zu drücken. Ich muss etwas besprechen, ich will gerne etwas klären. Macht das nicht so zu, es sind Leute hinten dran, die dich gut beraten können. Auch vor Ort weiss ich, dass Leute da sind, die gerne das im Gebet aufnehmen. Macht doch das nicht so zu, auch in der Zeit, wo wir nachher noch Lieder singen. Habt den Mut, vielleicht da innen mal anzufangen, bevor du irgendetwas machst und sagst, ich brauche Mut. Da ist etwas zerbrochen, ich habe einen Fehler gemacht, es fällt mir so schwer. Tönt da Kraft schöpfen. Die Leute sind gern für euch da. Ich glaube, sie sind hinten aussen. Diesen Gedanken möchte ich gerne ins Gebet einsteigen. Wenn bitte, dass Gott uns wirklich Kraft gibt, dass da Leben passieren darf, wo geklärt sein darf, wo gelöst sein darf, wo Frieden von ihm darüber sein kann, wo Weisheit von ihm auch drinnen sein kann. Wir beten miteinander. Jesus, und wir wollen gerade jetzt dich ganz herzlich einladen, dass du Frieden gibst. Und die Weihnachten, die kommen, das ist das Fest vom Frieden. Du bist der Friedensfürst. Und wir laden dich ein, dass das wirklich auch sich übertragen dürfen von uns, dass wir Menschen sein dürfen, die Frieden nicht nur von dem reden, sondern Frieden leben können. Wir wollen dich einladen für die ganz aktuellen Situationen, vielleicht Kleinigkeiten, aber wir wollen vertrauen, dass du in denen innen wirklich Klarheit schenkst, dass wir den Weg vom Ja einschlagen können und lösen können, dort, was dran ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns Kraft gibst, auch Mut, Scham zu überwinden, vielleicht auch zu überwinden, dass wir anders dastehen und du bist dort drin. Wir laden dich ein, Jesus, für viel, viel Kraft von deiner Seite für den Weg, wo wir jetzt drin sind, so dass wir durch die Zeit, wo wir sind, auch kraftvoll unterwegs sein dürfen. Wir danken dir für deinen Geist, der uns da auch Klarheit gibt und Eindrücke gibt, dass wir mit dir zusammen, Jesus, in diesen Prozess einsteigen dürfen. Wir danken dir, dass wir nicht alleine sind, sondern dass du deine Hand drin hast. Amen.